Ready? One guy commented that it was a nice move of you to show your butt. Was geht denn, Leute? Ich habe meine Weste vergessen. Ich muss nochmal rein. Was geht denn, Leute? Da kommt der Fabi auch schon. Essen da, ne? Geht denn an? Was geht? Hast du Essen bestellt? Essen bestellt. Gesund hoffentlich. So, und Fabi konnte man nicht quatschen, denn er hat Essen bestellt und die Frau wollte da gerade hin mit dem Auto. Boah, Leute, heute knallt die Sonne, du. Viel zu warm gerade. Heute mega spät dran. Ich musste erstmal diese Wassergalonen auffüllen, weil wir kein Wasser mehr zu Hause hatten. Und dann habe ich noch mal eine Stunde oder so mit meinem Stiefpapa gesprochen. Mit dem habe ich schon was länger nicht telefoniert gehabt, also war es allerhöchste Zeit. Deswegen musste ich jetzt, also werde ich nur ein paar Stunden weniger spielen können. Aber das macht nichts. Zu Hause habe ich noch mit meiner Frau darüber gequatscht, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt noch zum Strip zu kommen. Wir haben jetzt fast schon 20 vor 2 und um 5 muss ich Feierabend machen. Also können wir nur fast 3 Stunden spielen, was überhaupt nicht optimal ist, aber besser als gar nichts. Also ich hatte jetzt die Option, zu Hause online zu spielen oder hierher zu kommen. Und da ich sowieso noch später Zeit habe, online zu spielen, dachte ich mir, komme ich noch mal kurz für eine kurze Session rüber zum Aria. Und ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen Kohle abgreifen. Wir laufen auf jeden Fall 5 Tische zum Vergleich. Normalerweise um diese Uhrzeit laufen so 1 bis 2 Tische. Aber die Weihnachtsaction hält immer noch an. Ich glaube, der Manager, der so streng ist und immer darauf achtet, dass ich filme und so weiter, der ist im Moment im Urlaub. Also gibt keine Probleme mit Material am Tisch. Oh, queen. It's a chop. Sorry, man. Did you try? How out of 2? What will be? 7's full of 4s. Session mit einem Plus von, ne Quatsch, mit einem Minus von $109 beendet. Boah Leute, Traumauto. Eins meiner Traumautos. Ja, da ging nicht viel, Leute. Wir haben nur 3 Stunden gespielt. Wir waren mal $100 plus, dann wieder 100 minus, dann wieder 100 plus und am Ende 100 minus. So viel zur heutigen Session. Ich habe 2 schöne Hände gespielt, beides Bluffs durchgezogen. Einmal Blind vs. Blind mit 8 hoch auf einem Ass Hochboard. Da liegen 2 Flush Draws, also habe ich Turn $100 gewettet und musste dann River bluffen mit 8 hoch, sonst hätte ich den Part verloren. Und wie ihr wahrscheinlich richtig erkannt habt, weiß ich wieder mal nicht, wo ich geparkt habe. Ich habe oben geparkt. Also wie gesagt, in der Hand habe ich 8-7, Blind vs. Blind, also Open raise ich auf 20. Flop kommt runter Ass, 5-2, 2 Pik und ein Kreuz. Habe eine $15 C-Bet gemacht, krieg einen Call. Turn kommt noch ein Kreuz, wieder kleine Karte. Ich bette Pot, so wie ich es mit meinem Ass auch gemacht hätte, wenn ich einen Ass gehabt hätte. Er callt wieder, habe aber schon da so ein bisschen die Vibes bekommen, dass er eigentlich nicht callen will, dass er nicht so stark ist, beziehungsweise, also dass eine große Chance besteht, dass er hier einen Draw hat. River kommt irgendeine Break, irgendwie ein Diamond und ja, wir haben 8 hoch, also ich wette jetzt nochmal $45. Ja, wenn er ein Ass hat, dann kriegen wir hier einen Call, aber müssen einmal betten und wie gesagt, ich sehe hier keinen Grund, wieso wir groß betten müssen, so groß bluffen. Starke Hände callen hier und die Draws folden einfach alle automatisch. Ich wette nochmal $45 oder $50 oder so und er snap foldet.
bin 5 Minuten früher abgehauen, damit ich andersrum fahren kann, einmal Flamingo, damit ihr ein paar andere Szenen von Vegas sehen könnt. Also ich dachte, ich mache einen auf schlau und hau deswegen halt ein paar Minuten früher ab. Aber jetzt stecken wir hier im Stau. Noch ein Grund, wieso ich früher abgehauen ist, weil da ein Spieler seine Cola irgendwie umgeschüttet hat und der Floorman hat ewig gebraucht, bis er das da wieder getrocknet hat. Und die ganzen Chips, alles war voll mit Cola. Der hat versucht, die Chips ein bisschen zu trocknen und so weiter, war aber alles klebrig. Also mussten die komplett alle, der hat da 1800 vor sich gehabt, haben sie komplett einmal eingetauscht, die Chips für ihn. Es hat also so lange gedauert, dass ich da auch nochmal so 15 Minuten verloren habe. Also ja, hat alles keinen Sinn mehr gemacht heute. Und hier stecken wir auch schon seit 10 Minuten im Stau. Ich wollte ja eigentlich noch über den Strip, aber da war so viel Stau, Leute, das hat nicht mehr geklappt beim nächsten Mal. Musste nämlich noch mal schnell zur Bank, um ein bisschen Geld einzuzahlen. Wenn ich dann noch über den Strip gefahren wäre, dann wäre meine Frau sehr wahrscheinlich zu spät. What music? Which one? Michael Jackson. Which song? Look at that. Was geht, Leute? Nächster Tag. Ich bin gerade wach geworden und dabei trainieren zu gehen. Ich habe meinen Vlog aber noch nicht hochgeladen und muss noch das Endteil dafür filmen. Ich wollte erst noch mal ein bisschen über Tells am Pokertisch quatschen. Ich erzähle mal in den Videos irgendwie, er hat das Snap Call und bla 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 und manchmal ist das ein Bluff und manchmal nicht. Diese Tells, die ich da am Pokertisch habe, das ist total live bedingt. Auch in der heutigen Session mit der 8-7 Hand zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die man online vielleicht nicht bringt, vielleicht doch. Aber live kommt halt dieser Live-Read-Aspekt dazu, wo man einfach dabei sein muss. In dem letzten Vlog habe ich von einer Hand erzählt, wo mein Gegner Flop, Turn und River sehr schnell bettet. Und habe aber vergessen dazu zu erwähnen, dass er einfach mega confident ist. Also es gibt einen Unterschied zwischen schnellen Bets und schnellen Bets. In der Regel sind schnelle Bets eigentlich Bluffs, also wenn ein Gegner irgendwie eine starke Hand hat oder so, dann möchten die halt überlegen, wie viel die aus der Hand noch rausholen können. Da wird auf jeden Fall ein paar Sekunden getankt und ja, starke Hände tanken normalerweise am River für ein paar Sekunden zumindest. Und ja, aber in diesem Fall war das halt anders. Der hat Snap gebettet, aber mit einer gewissen Aggression und Confidence, wo seine ganze Body Language mir einfach sagt, dass er hier niemals folden wird. Aus dem Grund konnte ich einfach River All-In 5x schaffen und wusste halt einfach, dass er callen wird. Also wenn ich in den Vlogs von Live-Tells erzähle, die vielleicht für den einen oder anderen keinen Sinn machen, in dem Moment am Pokertisch hat es Sinn gemacht und das war für mich die einzige Möglichkeit, vielleicht da einen Pot zu gewinnen oder was auch immer. Und ja, deswegen bringe ich Moves, die manchmal in den Vlogs keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, für Live-Poker muss man oft einfach dabei gewesen sein, spielerbedingt. Und ja, außerdem habe ich gestern auch eine Session gespielt von 5,5 Stunden. Die Session war mega langweilig und ich habe auch nicht gut performt. Ich war total müde, nicht gut geschlafen und ja, nicht fokussiert am Tisch und so weiter, aber trotzdem Plus gemacht, also hat sich irgendwie doch noch gelohnt. Nach der Session bin ich auch nach Hause und da ist dann noch nichts mehr passiert. Ich habe die Kinder gebadet und so weiter und konnte also für euch keinen interessanten Vlog irgendwie zusammenstellen. Aus dem Grund habe ich den gestrigen Vlog geskippt, aber $287 plus gemacht gestern. Beziehungsweise nicht gestern, sondern den Tag davor war das. Gestern haben wir $103 verloren, aber online $145 oder so plus gemacht. Bevor ich meinen Vlog aber beende, Leute, jetzt nochmal Poker Bankroll Tracker Giveaway. Kommentiert alle fleißig eure Usernames und im nächsten Video gibt es dann wieder einen Gewinner. So, für mich geht es jetzt ab in die Garage, ein bisschen Workout, bevor es dann später wieder zum Aria geht. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit.
Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. Peace.